Tja, Freunde, da geht es auch schon weiter zurück bei Pokémon Legend Arceus mit unserem Ursaring, was er gerne entwickeln würde. Aber wir noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, den Vollmond abzupassen. Dann natürlich kacke. Ja, währenddessen machen wir noch ein paar Sidequests. Viele haben wir zum Glück nicht mehr. Muss man zwar mal gucken hier. Fittlauch, ja gut. Später. Kraderberg Hochlande, Vermisstensuche, da gehe ich erst später hin. Dann die hier, wo ist denn... Ist denn die schon wieder? Mal kurz gucken, wo die abgeblieben ist. Ah, das Kraderberg Hochland, ja, natürlich überall dort. So, aber egal. Ich will nicht dorthin, ich will... hier ist ein Auflauf von Zwirklops. Ja, aber ich wollte eigentlich... Warte mal, welches ist jetzt? Das... ja, das Rotes Sumpfland, die will ich erstmal hin. Das müsste, wenn ich mich richtig erinnere, das zweite Gebiet damals gewesen sein. Habe ich damals irgendwie sogar Schelast und so gesucht und auch ein paar gefunden. Regen, ja super. Das ist natürlich sehr einfach so, dann den Vollmond zu erblicken. Ja, ich würde gerne hier jetzt mal erstmal das Ursaring entwickeln. Und dann gerne mal noch 2 Evolis mitnehmen. Die wir dann währenddessen mal noch ein bisschen trainieren könnten. Ja, steht immer wirkungslos. Okay, schade. Kann man der Regen aufhören? Warum sehe ich denn eigentlich diesen scheiß Vollmond hier nicht mehr? Ja, ist er da oben? Nee. Das kann man jetzt an erinnern, wo wir den nicht mehr gesehen haben. Krass. Da kann man so. Kann nicht so schwierig sein. Irgendwann muss mal Vollmond sein. Als wenn es mal irgendwie einen Anhaltspunkt hätte. Nö. Das will keine Wirkung zeigen, weil er sehr wählerisch ist. Hä? Die nie was verpasst oder so? Warte mal. Machen wir bis morgen, dann machen wir bis nachts. Jetzt schwören können, dass es auch so funktioniert. Dass es quasi immer von Nacht zu Nacht da machen kann. So was ich jetzt eigentlich machen wollte, aber irgendwie... Das Spiel verarscht mich irgendwie. Sind plötzlich die Mondphasen angehalten worden oder was ist los? Und so ziehen die Jahre ins Land. Ey, ganz ehrlich. Mach ich was falsch? Das kann doch gar nicht sein. Also entweder bin ich zu ungeduldig oder ich sehe den Scheiß Vollmond wirklich nicht mehr. Okay, gut, dann halt Scheiß drauf. Jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Muss halt Offski machen, Freunde. Was ich jetzt gefunden habe. Hier haben wir noch einen Stempel. Warte mal, hier haben wir noch ein paar Items. Ansonsten war das Feld jetzt zum Glück, oder beziehungsweise das Areal hier nicht so groß.
Und hier passt sowieso ganz gut, dass man hier hingehe, weil hier müsste irgendwo noch ein Elite-Kramchef sein, den ich gerne schnappen würde. Nebulax, ja, können wir auch hier suchen. Nochmal Pokémon dort im Gebüsch. So. Müssen wir nicht irgendwie mal noch... Müssen, glaube ich, mal noch ein Ding suchen, wa? Ein Burmi, nicht ein Burmi, sondern ein Watribi. Irgendwie in einem Griffelfeld, irgendwie hieß das. Also, die Region quasi ist so. Die haben wir jetzt nicht gerechnet. So. Können wir theoretisch mal den noch markieren für später. Irgendjemand Siedlung. So, wo soll jetzt dieses... Ah, okay. Das Herrsch-Pokémon, was er suchen soll, offenbar... nicht Herrscher-Elite, Mann, jetzt sag ich mal so falsch. Offenbar da oben sein. Mal gucken, was Nibos dazu sagt. Eigentlich mal wieder Machmai einsetzen, wa? Der hat sonst nichts mehr zu tun. Ja, also jetzt wohl oben sein, nehmen wir jetzt mal an. Ja gut, Flug-Pokémon sehe ich zwar, aber... Warte mal, wir waren ja schon mal hier, das ist noch nicht so lange her jetzt. Level 10, okay. Bei Kolb bin ich auch schon Level 10. Aber wenn natürlich hier Kramurk sind, dann würde ein Kramchef ja nicht so weit sein. Ich hätte schwören können, er wäre hier. Ist das ein Pokémon, was eher nachts hier zu finden ist? Bin mir gar nicht mal so sicher. Das Nibos ist natürlich auch groß, war? Alter Schwede. Die Kramung. Doch, warte mal. Und das Kramschiff kann mich doch an das Kramschiff erinnern, was hier war. Hä? War es gerade ein Super, das Konfusion eingesetzt hat? Creepy. So, Golbat. Der auch schon auf Level 10? Jo, auch schon Level 10. Ein Kleinstein. Warum heißt er? Ne, Kleiner, was willst du? Das ist Stress, Mann, ich geb dir Stress. Pferdestärke, ey. Das ist, glaube ich, irgendwie der stärkste physische Bodenmove, den es hier gibt im Spiel. Oh, hey Kramorx, was geht ab? Wo ist denn der Boss eigentlich? Der Boss vom Hugo-Boss. Da kann man doch erinnern, hier war irgendwo eins. Freunde, nervt ein bisschen. Aua! Okay, komm, wisst ihr was? Klar gefangen. Wir können noch 2 Stück davon fangen, wa? Achso, das European Drag ist das falsche Pokémon dafür. Hä? Wie haut jetzt der ab? So, man wusste so von wegen, oh nein, das ist zu stark, ich hau lieber ab.
Hey, bei ihm riskieren sie es. Okay, gut. Scheiß drauf. Hier, Donnerwelle. Ich frage mich, ob es in dem Spiel auch den Move Trugschlag gäbe. Fände ich persönlich ganz praktisch. So, 2 von 3. Weil ich theoretisch ja auch den nutzen kann. Da vorne ist es ja. Ein bisschen an Ort, als ich jetzt hier irgendwie gedacht hätte. Hier wird es besser passen, wa? Das kann ich irgendwie auch so kriegen. Hm. Ja, natürlich das bei denen nicht. Das würde eigentlich schon funktionieren. Dabei dachte ich eigentlich, wenn ich die Beeren nehme, lässt sich leichter fangen, ja. So viel dazu. Bohnenköder, wir versuchen mit dem Bohnenköder, aber. Ich kann natürlich auch gegen das kämpfen vorhin, aber ich würde es ja lieber so gerne versuchen. Hä? Wow! Wo kommt die her, wenn ich mal fragen darf? Warte mal, 3 Stück habe ich schon gefangen, wa? Ist wachsam. Ja, ist besser so. Warte mal. Was ist denn? So, tschüss, Mann. Ziemlich nervige Viecher. Ich will mich einfach nur anschleichen. Was machen die? Ja, nö, anschleichen geht hier nicht. Ja, ich würde gerne ein bisschen näher rankommen an das Vieh. Klar, ich könnte nochmal eine Rauchbombe schmeißen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Na, das sind wieder die Kramurks. Okay, der könnte funktioniert. Ach ja, fucking Tonnenball. Also der nicht wirken, weiß auch nicht weiter. Na, geht doch. Hat das Elite-Pokémon gefangen. Sehr gut. Und sogar ein Kramschiff, was er gerne vielleicht sogar ins Team noch aufnehmen würde. Je nachdem. Ups, falsche. So. Wo ist er hin da? Das ist genau so eine seltsame Geisterseele. Und dann nehme ich hier wieder das Nibos. Und switch dann wieder. Und noch ein bisschen Holz. Oder Hütte. Ach, hier schon mal. Nebelruinen. Ein Schlurp gibt's hier. Hä? Ist mal ernsthaft, war ich hier schon mal? War es ja schon lange her. Wir hier ein paar Schlurps haben. Kann ich nichts gegen die auch noch irgendwie einzusacken? Oh, ein Schlurpleck. Lassen wir einmal so ein Elite-Pokémon.
Ich höre es bis hierhin. Ja, da muss jetzt irgendwie näher ran. Ja, von daher haben wir noch nicht so viele. Ah, aber könnte höher sein. So. Hä? Haben wir gesehen? Ein Schlurpleck ist ja hier. Da kann du jetzt kein Boss bissen, weiter nicht weiter. Reisköder. Pilzköder könnte auch funktionieren. Nehmen wir den Pilz, weil von dem haben wir irgendwie so selten. Hat er gerne gefressen oder was? Okay, warte mal, wenn er es nicht gefressen hat, weil er es nicht will. Dann nehmen wir doch einen Reisköder. Jo, der funktioniert. Schwein gehabt, ey. So, Elite-Pokémon, noch eins. Das Schlurp. Klar gefangen. Einer vom Walzer gesehen, mit Nahrung gefüttert. Ja. Vom Walzer gesehen. Das heißt, ich muss gegen es kämpfen, wa? Ups, Entschuldigung. Wollte gar nicht. Also nicht wirklich. Also irgendwie schon, aber... Warte mal, wie könnte ich es zum Walzer triggern? Noch kein Flugbogen dabei, ja. Doof. Ja, komm. Ursaring, geh du mal rein. Einmal so schlechte Moves drauf, der Gute. Könnt ihr mal auf Speed mit Dampfwalze gehen? Wir müssen ein bisschen weniger Schaden machen, ist ja kein Step drauf über Schlitzer. So müsste das Schlurp eigentlich überleben. Doch, ernsthaft. Ja gut, kannst du dich auch selber killen, da aber natürlich irgendwie jetzt auch nichts dagegen. Tempo-Schlitzer! Aber mit dem Goldtreffer. Irgendwie läuft das nicht so, wie ich es gerne hätte. Was auch irgendwie da umswitchen. Ich nehme jetzt mal Magnezone, komm. Ja, cool, wenn ich irgendwie sehen kann, wie es Wald sein soll, weil sonst muss ich selber einsetzen. Und geswitcht. Oh. Okay, gut, das Schlurp hat irgendwie gar keinen Bock auf irgendwas. Dann fange ich es halt, komm. Da hängen schon 2 Schlurp. Da dachte ich jetzt so, komm, einfach nur besiegen. Wenn wir jetzt mal sehen, wie es Wald sein soll, wird ja auch reichen. Aber okay, dann fange ich es halt. Okay, das ist zwar jetzt irgendwie gewackelt oder so. Seltsam. So. Haben wir das hier auch gemacht. Schön, schön. Haben wir hier noch irgendwas... Falsches Ding.
Jetzt irgendwelche Pokémon, irgendwelche brauchbaren Elite-Pokémon auch. Also, das habe ich jetzt eigentlich schon, aber irgendwie. Ja, es gibt hier noch ein also ja, eine Herrscher-Ursaring. Jetzt auch nicht schlecht, wenn ich jetzt sowieso irgendwie einen Ursaring entwickeln möchte, warum nicht direkt das hier nehmen? Warte mal, warte mal. Hier in der Nähe der. Ich bin ja hier bei der Kampfbühne. War hier nicht sogar noch ein rosa Rade? Ich glaube, damals irgendwie aus dem Weg gegangen bin, weil er irgendwie, keine Ahnung, einfach nichts konnte. Wir haben gerade mal die anderen Elite-Pokémon angeguckt, die es hier so gibt. Ergeben soll. Es gibt noch irgendwie nochmal einen Ursaring, ein Elite, aber ist 41 vom Level her. Es gibt noch irgendwie einen Jan Mega, ein Hypotero. Es gibt sogar noch ein Shelterra. Das ist 65, momentan noch ein bisschen zu hoch, aber es gäbe noch irgendwie. Sogar noch eine Schnecke gäbe es. Hier unten. Die wir noch gar nicht haben. Interessant, interessant. Ja, ihr seht, wir sind ein bisschen auf Herrscherjagd und ein bisschen so gucken, haben wir noch irgendwas übersehen irgendwo. Das ist noch nicht so gemacht. Oh. Roselia. Ja, die muss ich loswerden. Ein Klar kann doch immer mit der Rauchkugel anschlagen, aber ich brauche sonst so viele von denen, da ist mir irgendwie, weiß auch nicht. Zu viel des Guten. Solange das große Rad nicht getriggert wird, ist alles okay. So, einmal Eissamen bitte. Dankeschön und tschüss, Mann. So, wir wollen hier das Vieh anschleichen. Bodenlebende Pokémon. Wir haben doch irgendwas auch für Pflanzen-Pokémon. Ah, hier Mineralquelle. Bevor ihr fragt, ja, Lehmbell und so, da die lurchige Aprikoko, will ich noch nicht einsetzen, will ich mir eigentlich noch aufsparen für später. Ich hoffe, es reicht, sonst muss ich hier ganz schnell reagieren. Sehr gut. Genau, mir war eben so, dass irgendwie hier wie vergessen hatte. Warum auch immer. Nochmal kurz gucken. Hier runter will ich ihn noch. War dann da auch. Komm, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Ich zugeben muss, eigentlich die Zeit schon wieder vorbei ist, war beziehungsweise der Part. Ah, ist irgendwie voll doof. Warte mal. Warum sieht man ihn im Vollmond nicht mehr? Das schnallt ich irgendwie nicht. Anwendbar. Oh, es ist nach, Freunde. Es ist nach. Perfekt. Also offenbar. Aber eben, ich wollte es einfach beim anderen machen. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken, weil jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen hinmachen. Noch 6 Stück dabei, das heißt, ich mache wirklich ein bisschen schneller vorwärts. Die sparen wir für später, wie bereits erwähnt, auf. Das kommt weg. Die kann alle weg. Die auch. Der Lauch. Sehr schön. Sternstab. Also kann ich da 2 Sternstücke machen. Noch ein paar von den Beeren hier. Die wir sonst nie dabei haben. Kann weiß was, kann ich das auch mal ablegen.
Wenn ich momentan eh noch nicht einsetze, kann man gerade mitnehmen, wa? Also. Alles was recht ist. So. Jetzt Plan ausarbeiten. Hier wollte ich eigentlich ursprünglich hin, deswegen habe ich jetzt den markiert. Wenn ich jetzt natürlich wegen Ursaring mich beeilen muss, weil die Zeit läuft ja weiter in-game. Ich erst mal den Weg. Hier noch die Hypo-Dinger. Mhm. Noch Nebulax für später. Oh, da sind wieder Flibis. Da, der Vollmond, jetzt sieht man sehr gut. Ja, jetzt sieht man sehr gut, perfekt. Aber noch ein bisschen. Hätte auch noch ein bisschen länger warten müssen, war. So. Da vorne müsste alles sein. Da haben wir die beiden Viecher, okay. Ja, kann mich erinnern, dass hier mal ein Ursaring war, den mal davon gelatscht bin, glaube ich sogar. Ja, da ist er schon. Ah, den Teddy Wars, ich dachte zuerst, es wäre irgendwie so. Wie ist dieses seltsame Pikachu-Viech, was. Diese Pikachu-Alternative, diese Pikachu-Geist-Viech aus. Alola. Sollen wir mal beeilen, war. Also, bei ihm wirkt aber der bodenlebende Ding, war. Haben wir schon mal erwähnt, schon mal gemerkt. Genau, der Reisköder. Liegt vermutlich daran, weil so ein Bodenbogen entwickeln wird. Man muss aber aufpassen, er ist. Oh, scheiße, die ganze Teddy Ursa. Da natürlich jetzt doof. Also am besten sind die erstmal weg. Alter, kommst du jetzt mal hier rüber oder was? Junge, der Vollmond. Ah, gut, wir versuchen ihn irgendwie mal so anzulocken. Perfekt. Ich kann ja zu Not mehrere schmeißen, ne? So ist er nicht. Sehr gut. Puh. Juhu! Oh, das geht Schaden. Eieiei. Oh, das ist ein Herrscher Pacherie, so krass. So. Mal weg hier. Sehr gut. Dann nochmal schnell hierhin zurück. Und dann können wir Ursaring entwickeln, Freunde. War eine actiongeladene Episode, war. Unglaublich, unglaublich. Ah ja. Nein, nicht ausruhen, ist der Wahnsinn. Ist vielleicht plötzlich der Vollmond weg. So, warte mal. Freilassen, genau. Warten wir die Ursas. So, hier. So, die können wir nachher noch sortieren. Hallo, großer Brummbär. Na, wie geht's denn so? Übrigens, großer Brummbär, ich habe ja was für dich.
Was? Deswegen? Ah, okay. Mega Ursaring wird zu einem mega hässlichen, bodennebenden Fettsack. Nein, Ursluna natürlich. Ching Ching. Ja, und so schnell wird aus einem Herrscher ein anderer Herrscher. Der irgendwie, weiß auch nicht, ganz seltsame Attacken drauf hat und so. Und einfach seltsam aussieht. Ich meine, eigentlich, kann man so sagen, oh, Schmetterarme. Oh, ein Stärke-Move für Boden-Pokémon als Schmetterramme. Aha. Okay, krass. Weil er zugeben muss, hat eigentlich schon krasse Moves drauf. Das ist großer Luna. Selbst verletzt, ja, Risiko-Tackle. Setzt natürlich eigentlich auch selten ein. Tja, Freunde, würde man sagen, willkommen im Team, Ursaluna. Und zwar was für eins? Hä? Da ist so groß wie... Warte mal. Aha. Ne, sogar ein bisschen größer als dieses hier. Und nur ein ganz kleines bisschen, aber es ist ein bisschen größer. Interessant. Auf die reiten kann ich nicht, wa? Okay, offenbar nicht. Tja, Freunde, unser großer Teddybär ist ein noch größerer Teddybär geworden, jetzt auf allen Vieren geht. Das Laufen hat er verlernt auf Beinen irgendwie, keine Ahnung, oder Pfoten. Aber ist auch egal. Wie es für uns weitergeht. Hier noch, ja, ich glaube, wir bleiben erstmal noch hier, aber wie bereits erwähnt, ich will gerne nach hier unten noch ein Elite-Pokémon fangen und dann würde ich aber sagen, gehen wir dann ins nächste Gebiet. Ja, ich weiß, du bist müde, ich auch. Und vielleicht, wenn wir dort dann irgendwie auch mal noch, eben währenddessen mal gucken, ob wir irgendwie noch ein paar neue Pokémon ins Team nehmen wollen, eben so Evolis, um sie schon mal für die Weiterentwicklung zu Psyana und für die Nara zu vorbereiten. Weil die dauern ja am längsten bekannterweise, wa? Nebst nach Tara halt, weil Happiness und so, das dauert halt ein bisschen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legend Arceus mit Ursaluna, was irgendwie uns offenbar zum Fressen gern hat, wa? Jo, definitiv. Bis dahin, bye bye.